Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sherlock Holmes, The Devil's Doctor. Ja, wir haben hier einen krassen Verkehrsunfall vorgefunden und sind momentan dran am rausfinden, was passiert ist. Der Hydrant wurde aufgedreht. Ah ja. Der hat auch so eine Tätowierung. Hundetätowierung. Ebenfalls elektrisches Verbrennen. Lakritzen, klebrige Lakritz. Schmutzige Schuhe, übelriechende Matsch. Roscoe, den kenne ich. Ein Kleinkrimineller hier aus der Gegend. Den hattest du gekannt. Ein Stück Stoff voller Lösungsmittel. Ein Lösungsmittel. Ein Stück Stoff voller Lösungsmittel. Ein Stück Stoff. Ein Lösungsmittel. Was kann ich denn jetzt mit der Information machen? Die Ursache des katastrophalen Unfalls war das plötzliche Stoppen der Wartung. Eine Wartungskutsche ist mitten in einer Wasserbestellung unbekannten Gründen. In der Wartungskutsche befand sich die Leiche von zwei Männern. Sie trugen beide eine Hundetätowierung, vermutlich ein Bandensymbol. Einer der Männer war mit einem Webblech-Revolver bewaffnet. Der andere wies auf der Hand eine weitere Tätowierung auf den Namen Roscoe. Ein Lösungsmittel. Vielleicht mit der Holmes sprechen. Ein Presslufthammer. Matsch. Riecht streng. Bringt mich aber jetzt auch nicht weiter. Die Kutsche ist frisch lackiert. Unter der Farbe hier steht etwas geschrieben. Das könnte wichtig sein. Ich muss diese frische Farbe irgendwie abbekommen. Ja, ich bin schon dran. Sehr gut. Jetzt weiß ich, warum das dein Ausrufezeichen war. So. Ich könnte Autoputzer werden. Mach das so gut. So. Underground Electric Railways Company of London. Okay. Sagt uns das jetzt? Die Wartungskutsche mit den zwei Leichen gehört der Underground Electric Railways Company nach London. Sie wurde umlackiert, um den Firmennamen zu verbergen. Das heißt... Wasser, etwas in der Pfütze. Unter diesem Kanaldeckel hier sind Stromkabel angebracht.
Ein Doppel-Dietrich kann so eingesetzt werden wie zwei einzelne Dietrich. Okay. Ah. So einen Apparat habe ich noch nie gesehen. Stimmt, ich auch nicht. Der muss oben bleiben. Ah, Der Stromschlag, der die Kutsche in Mitleidenschaft zog, wurde hier ausgelöst. aber wer wohnt hier? Gesetze sind nur Schal und Rauch. Frauen dürfen nun in der Öffentlichkeit rauchen. So wurde vor Gericht entschieden. Heute urteilte Magistra Adxox, es ist keine Strafe mehr, wenn eine Frau in der Öffentlichkeit raucht. Zumindest nicht in London. Daraufhin sprach er Mary Towson, Edna Custer und Alice Watkin frei, die vor kurzem wegen Rauchens auf dem Trafalgar Square verhaftet worden waren. Okay, naja, wenn ihr sonst keine anderen Probleme habt. Von hier aus kann ich die Wartungskutsche gut sehen. Aber Eine Flasche billiger Wein. Ein Glas, in dem sich Weinreste befinden. ja, und nachher bringt dieses Zippery. Teilen Sie den Konstabel, der den Arbeiter hat, Ihre Schlussfolgerung mit. Ja, würde ich gern. Aber dann gar keine Schlussfolgerung. Super. Wir haben noch nicht genug hergeleitete Beweise. Ja, super. Tja, dann gehen wir mal runter. Wie laufe ich eigentlich um? Okay. Holmes, da sind Sie ja. Ich habe eine Theorie zu diesem Unfall. Schön, aber das hier war Mord. Was? Was? Dann sind Sie ein Mörder, was? Sie sind ja verrückt. Sind Sie sicher, Holmes? Ja, Mord und Unfall. Der Mörder hat das Chaos ausgelöst, indem er die Kutsche unter Strom gesetzt hat. Daher ist dieser Massenunfall nun unsere große Chance. Große Chance? Auf was denn, Holmes? Der Täter konnte das Ganze unmöglich vorhergesehen haben, richtig? Und dank des schnellen Eintreffens der Polizei könnte er sich noch hier aufhalten. Ich sehe 5 Männer, die in Frage kommen. Werfen wir einen Blick auf die Karte.
Oh, mein armes Bein. Sehr nah bei der Wohnung, direkt am Unfall könnte ein gewöhnlicher Passant sein. Nah bei der Wohnung könnte den Hebelmechanismus richtig ausgelöst haben. Fahrer der Karre wurde beim Unfall verletzt. Nicht verletzt beim Unfall, nicht sehr nah bei der Wohnung, könnte absichtlich in der Schränke gefahren sein. Dieser gehört da hinten. Könnte ein gewöhnlicher Passant sein, wütend und nervös, nicht zuletzt beim Unfall. Dieser Mann steht am Rande des Platzes, weil er ihn verlassen wollte, vielleicht um nicht der Polizei zu begegnen. Er hat die Zeit, das Stromgerät einzuschalten und dann abzuhauen. Dieser Mann steht am Rande des Platzes, weil er gerade erst angekommen ist. Vielleicht wollte er nur den Verletzten helfen. Er steht relativ weit weg von der Wohnung in der Sicht der Punkt. Dieser Mann ist ein Kutscher und verdächtig. Dieser Mann ist auch ein Kutscher. Nicht verdächtig. Dieser Mann steht unter dem Fenster der Wohnung, in der sich das Stromgerät befindet. Vielleicht hatte er genügend Zeit, das Gerät einzuschalten und wieder nach draußen zu gehen. Dieser Mann scheint wirklich ein Passant zu sein. Er wurde vermutlich vom Unfall überrascht, als er anschloss. Ja. Dieser Mann wurde bei dem Unfall verletzt. Er ist ein hiesiger Arbeiter. Er gehört zu den Opfern, wie die anderen auch. Dieser Mann wurde unweit der Wohnung gefunden. In der Stromgerät steht, vielleicht hat er die Rolle eines hiesigen Arbeiters nur eingenommen, um sein Opfer auf dem Platz beobachten zu können, ohne verdächtig zu werden. So. Fertig. Kann ich das machen? Teilen Sie im Kommando den Arbeiter festgenommen hat, Ihre Schlussfolgerung. Lösen Sie den Ortswahl auf den Platz. Stellen Sie fest, welche Person auf dem Platz das Frage und finden Sie heraus, was. So. Solch einen Unfall habe ich noch nie zuvor erlebt. Oh, mein armes Bein. Constable, ich verdächtige hier 3 Personen. Bringen Sie sie zum Verhör auf die Wache. Solange ich nicht mit leeren Händen da stehe, ist alles gut. Den Blick kenne ich. Was geht in Ihrem Kopf vor? Um die Kutsche in die Falle zu locken, musste der Täter genau wissen, auf welcher Route sie fuhr. Oder aber, die Kutsche ist nicht weit entfernt von hier losgefahren. Sogar in dieser Straße vielleicht. Erstaunlich. Holmes, es tut mir leid, aber ich muss ins Krankenhaus zu den Verletzten. Ich verstehe, Watson. Aber denken Sie daran, was ich gesagt habe. Hm? Über Kate. So. Wir fragen Sie mögliche Verdächtige lösen Sie den Mordfall. So, dann gehen wir hier nach Scotland Yard. Haben wir hier schon irgendwas zum Suchen? Nein, haben wir nicht. Okay. Okay, gut. So, Scotland Yard. Scotland Yard. Mr. Holmes, es gibt ein kleines Problem. Was ist los? Einer der Verdächtigen, ein Mr. Reginald Butcher, ist geflohen. Nachdem wir ihn baten, seine Sachen in der Asservatenkammer abzulegen. Tut mir leid. Wie ist er entkommen? Er schlug mich ins Gesicht, überrumpelte mich. Ansonsten hätte ich... Klar. Ist das alles? Bevor er hinausrannte, rief er noch, tut mir leid, ich komme zurück.
tut mir leid, ich komme zurück. Dafür musste er mir doch keine verpassen. Ist Inspektor Lestrade hier? Nein, er ist für ein paar Tage weg. Kann dieser Vorfall bitte unter uns bleiben? Ein Verdächtiger. Finden Sie den Verdächtigen, der aus der Untersuchung kommen konnte? Unglaublich, finden Sie heraus, oder? Lassen Sie ihn gehen. Er ist unschuldig. Ich werde Beruhige erstmal dich. hier alles durchsuchen. Vielleicht finde ich hier irgendwelche Hinweise. Das ist ein teurer, aber nicht neuer Stift. Sehr geehrter Mr. Butcher, Ihr wiederholtes Fehlen sowie die Tatsache, dass Sie mit Ihrer vorhandenen Arbeit nicht rechtzeitig fertig werden, ist nicht mehr länger zu dulden. Sie sind verantwortlich für zahlreiche Fehler, die Ihre Mitarbeiter gezwungenermaßen korrigieren mussten. Natürlich tut uns Ihre momentane Situation leid, denn Sie waren früher stets ein beispielhafter Angestellter. Wir haben zwar großes Verständnis für Ihre privaten Probleme, aber falls Sie Ihre Arbeitsverhältnisse in naher Zukunft nicht ändern können, werden wir gezwungen sein, Ihr Angestelltenverhältnis zu beenden. Firmenleitung von Electric Railway Company London. Reginald Butcher hatte berufliche Probleme. Die Initialen MB. Noch ein Brief. Mr. Butcher, wir haben hervorragende Neuigkeiten für Sie. Bitte kommen Sie so schnell wie möglich in unser Krankenhaus, damit wir diese Angelegenheit zu einem erfreulichen Ende bringen können. Case, Ihr Zustand ist stabil. Dr. Matthew Smith, Great Ormond Street Hospital, London. Dieser Brief von gestern erklärt vielleicht, warum Butcher so in Eile war. Auf jeden Fall habe ich jetzt eine exakte Adresse. Butcher, wer ist ein Butcher? Reginald Butcher steht auf Süßigkeiten. Okay, das war der... Was ist der, wo... Ich weiß es nicht. Murat. Eine ziemlich beliebte Zigarettenmarke. Whisky. Und zwar kein guter. Du Dicke weißt ja- Lederhandschuhe. Vermutlich sind sie isolierend. Benjamin, mein Sohn, ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mich bei der Vorbereitung unseres kommenden Wohltätigkeitsbanketts unterstützen würden, das am Sonntag nach dem Gottesdienst stattfinden wird. Ihre Güte ist eine Quelle großer Freude und ich weiß, dass ich mich auf Sie verlassen kann. Ich weiß, dass Ihr Leben einst in Sünde begann, wie Sie sich ausgeschlossen und alleine auf der Welt fühlten und wie Sie sich auf dem Pfad des Verbrechens begaben. Doch sie fanden die Stärke in sich, um das alles grundlegend zu ändern. Sie wurden ein guter Mensch. Der Herr im Himmel wird ihrer gnädig sein. Ich werde stets hoch erfreut sein, Sie in unserer Kirche zu sehen, mein Sohn. Gott sei mit Ihnen. Pastor Gordon. Boah, das wird ein dickes Fall. Das wird ein Riesenfall. Dank Pastor Gordon und meinem Glauben hat sich mein Leben geändert. Okay. Das wird ein großer Fall. Ein Stromkabel. Ein Buch. Karl Heinzens Der Mord. 1848. Mit Lesezeichen. Aha. Dieser schreckliche Absatz gefiel Garrett offensichtlich. Und wenn du einen halben Kontinent in die Luft sprengen und ein Meer an Blut vergießen musst, um die Partei der Barbaren zu zerstören, hab kein Gewissen, Bissel. Der ist kein wahrer Republikaner, der für die Genugtuung 1 Million Barbaren vernichtet zu haben, nicht gern mit seinem Leben bezahlt. Recht hat er, was für ein scharfsinniges Verstand. Ein Stromkabel aus den persönlichen Gegenständen von Thomas Garrett. Diesem Brief zufolge ist Butcher bei der Underground Electric Railway Company of London Angestellter. Offensichtlich hat er Probleme bei der Arbeit.
Krankenhaus. Unfallort. Und ein Brief. Sehr geehrter Herr Mr. Garrett, wir müssen Ihnen hiermit leider mitteilen, dass Sie trotz Ihrer kürzlichen Zwangsenteignung unserem Haus weiterhin eine beträchtliche Summe schulden. Wir bitten Sie aus diesem Grund, unsere Zahlungsstelle so bald wie möglich zu kontaktieren, damit wir diese Probleme lösen können. Andernfalls werden wir leider gezwungen sein, die Polizei in diesem Fall einzusetzen. Mr. Stewart, Finanzdirektor, Bank von England. Okay, scheint hat finanzielles schöne Probleme. Oh. Da noch einer? Die persönlichen Gegenstände von Roscoe und seinem Begleiter aus der Wartungskutsche. Ja? Warum Ein einfaches Taschenmesser. Ein gewöhnlicher Kartenstapel. Ein Webley-Revolver. Roscoe ist ganz wild auf Lakritze. Ha. das ist wahr. Ein Polizeibericht über Roscoe. Er ist nur ein Kleinkrimineller. Und trotzdem lesen wir es. Maurizio Alfredo Vincent, auch bekannt unter dem Namen Roscoe. Anführer einer kleinen örtlichen Bande, deren Mitglieder anhand des Bandenmotivs einer Hundetätowierung identifiziert werden können. Die Bande ist oft in Gewaltdelikte, Raubüberfälle, Taschendiebstähle und so weiter verwickelt. Ein Bein. Aber eigentlich schon noch mutig, ja? Die Waffen kann man gleich mal hier beim... So, ich gehe jetzt erstmal hier... Zu. Komisch. Bitte bringen Sie diesen Verdächtigen zum Verhör. Guten Tag, Sir. Mein Name ist Sherlock Holmes. Thomas Garrett. Warum bin ich hier? Sie sind Zeuge eines Mordes. Klar doch. Es wäre nicht das erste Mal, dass die Polizei einen Unschuldigen einsperrt, um einen Fall abzuschließen. Noch wird niemand eingesperrt. Noch? So, wir untersuchen ihn mal. Er ist krank, verängstigt, er ist krank. Oh, das war da unten. Scheiße. Naja, egal. Symbol, Anarchie-Symbol. Verschließen. Schwarze Asse, Staublunge. Haus arbeitet mit Elektrizität. Ja, wir wissen ja, dass er in der Elektrizitätsfirma arbeitet. Thomas Garrett ist ein aggressiver Mann, der ein Anarchie-Symbol trägt. Er hat Aversionen gegen die Polizei und höchstwahrscheinlich gegen alle anderen Arten von Autorität. Ganz offensichtlich ist er arm, da seine Kleidung alt und zerschlissen ist. Mr. Garrett hustet schwarzen Auswurf, was ein Symptom einer Staublunge ist. Garrett ist krank. Eine erkennbare Verbrennung an seinem Finger lässt darauf schließen, dass er bei seiner Arbeit mit Elektrizität zu tun hat. Auf Thomas Garretts Ärmel ist schwarzer Auswurf zu erkennen. Das ist ein Symptom einer Staublunge, bei der die erkrankten Personen Kohlenstaub aus ihrer Lunge husten. Ein Stromkabel aus dem persönlichen Gegenstand von Thomas Garrett. Krank. Ihr Husten klingt nicht gut. Sind Sie krank? Nur eine Erkältung. Unfall, plötzlich angehalten, tot durch Sturm. Schwarzer Auswurf. Warum sagen Sie nicht die Wahrheit? Sie husten schwarzen Auswurf. Ah, gut beobachtet. Ich habe so viel Kohlenstaub in den Lungen, dass ich halb London heizen könnte. Sie waren Bergarbeiter? Seit ich 13 war, ja, im Bergwerk von Newcastle. 15 Jahre in der Hölle, war eine schlimme Zeit. Aber jetzt ist es vorbei.
Ich will nicht dort unten sterben wie mein Vater und meine Brüder, nur damit die Reichen noch reicher werden. Kennen Sie sich mit Elektrizität aus? Wie kommen Sie darauf? Können Sie Gedanken lesen? Ich habe unter Ihren Sachen ein Stromkabel gesehen. Nicht schlecht. Ja, ich bringe meinen Kameraden etwas Elektrik bei, da ich gerade arbeitslos bin. Ich bin Autodidakt. Wir sind nicht so dumm, wie Sie glauben mögen. Und ich will eh keine Sklavenarbeit mehr. Ich habe nie gesagt, du seist dumm. Ist Ihnen während des Unfalls oder danach etwas Ungewöhnliches aufgefallen? Ja, ich habe gesehen, wie ein Teil Ihres Bürgertums in Flammen aufging. Großartig. Warum blieben Sie auf dem Platz und liefen nicht fort? Wie die anderen Schafe? Es gab verletzte Kameraden, Arbeiter. Ich wollte ihnen helfen. So, wie es weitergeht mit den anderen Zeugen, werden wir in der nächsten Folge sehen. Bis dahin, tschüss.